Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Hier im wunderschönen Zitrone-Hain machen wir weiter. Ich habe es ja schon in der letzten Episode gesagt, weil ich das hier aus dem Aare-Winkel noch gesehen habe. Ach Gott, wie schön. Ich liebe das hier, ach so italienischer Olive- und Zitrone-Haine, wunderschön. Und ja, Kai Domenico hat auch solche. Beziehungsweise sein Bruder hat solche. Daher kommt der Reichtum von Naturien. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Boah, schön. Ach, kann ich jetzt mit ihm sprechen noch? Cool. Optionales Gespräch oder so? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Okay. Schön, dass sowas jetzt auch geht. Wirklich schön, dass das funktioniert. Ich mag jetzt aber trotzdem nochmal durch hier, wo die Gestalten hier verschwunden sind. Nicht, dass ich hier irgendwie noch Hätten sie vielleicht noch einen Schatz hier gebunkert oder so? Nee. Ah doch, natürlich haben sie noch einen Schatz gebunkert, die Säckler. Und zwar der Nephrit-Messing-Pokal. Schön. Schönes Teil. Schlichte Schätze. Schön gemacht. Gefällt mir gut. Hat sich mal wieder gelohnt, hier umzugucken. Okay. Haben wir soweit, glaube ich, alles hier erkundet. Und Becky, ich ernenne dich offiziell zur Schatzwächterin. Du guckst bitte, ob ich alle Schätze krieg. Und sag mal bitte, wo ich die 3 verballert habe, die ich nicht gekriegt habe. Und was das für welche sind. Bist offizieller Uncharted 4 Schatzbeauftragter. Fast da. Weil für Trophäejagd und so habe ich als Let's Player leider keine Chance. Ich mache hier keine Trophäe-Let's Plays bzw. Trophäe-Guides. Und ich spiele die Spiele ja einfach nur just for fun durch als Let's Player. Ansonsten wüsste ich natürlich auch, wo die ganzen Schätze sind, indem ich auf die Trophäejagd gehe. Okay. Schön, 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 schön. Okay, hier aber ist nichts. Ja, dass ich hier irgendwas verballert habe. Moment. Schaufel. Auf zur Ausgrabung. Ach ja. Huch, lass doch los. Ich wollte nur runter springen. Da ist wieder Enterhaken-Action, aber bevor ich das treibe, mag ich mich erst nochmal umgucken. Ich mag nix übersehen hier. Okay. Ich hab wohl nichts übersehen. Na gut. Dann Ellens und was machen wir jetzt? Wo müssen wir überhaupt hier? Müssen wir da runterklettern hier? Zack, ja. Okay. L1 halten. Ah, seilen sie sich mit Stick ab. Okay. Und dann kann ich hier runterhupsen. Zum Bogen. So. Normal ohne L1 zu halten. Ach Gott, wie er abgeht. Und jetzt hupsa. Gott. Okay, komm runter. Okay. Und runterspringen? Okay, das geht. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und, Okeli-dokeli. alle anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Meine Rede. Er hat nicht mal Bilder von dem Zeich. Er hat nicht mal fotografisch dokumentiert. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Ja, das ist so 19. Jahrhundert zeichnerisch zu dokumentieren, was man an Funde hat. Naja. Ach, Nate. Archäologiestudium hätte ihr bestimmt auch gut getan. Das weiß ich genau. Hättest so viel aus dir machen können. Hättest ein guter Archäologe werden können. Ach, Nate. Das tut mir weh, wenn ich so Talente sehe, die dann vergeudet sind. Und so die böse Seite der Schatzsucher übergehen. Schande. Okay, Sprung. Und... Oh Mann. Voll wieder auf den Darm.
Die mich ja wundere, wenn der mal einer Fliege lässt, wenn er irgendwo dagegen knallt, so als Panikreaktion. Irgendwo gegen den Fels geknallt und dann erstmal Ferzel abgedrückt. Okay, hoch mit uns, hoch mit uns. Du meinst wohl eher gefährlich. Kletterraffen-Action. Ach du Levi-Zeit. Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Was er wieder schafft, der Kerl. Na, hopp. Und... Zack, hoch mit uns. Wow. Oh, mein Yachthafen. Schön. Schöne Stadt. Wunderbar. Gefällt mir gut, gefällt mir echt gut. Hier Baller. Und hier aber ist auch nichts mehr von Interesse. Oder wo geht's jetzt lang? Da geht's wohl nicht so gut runter. Ach du. Wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber Okay. Und dann hochklettern. Also oft wie die irgendwo dagegen knallen bei der Seil-Action, wundert's mich echt, dass die nicht von Melanome, Quatsch, von blaue Flecke und Hämatome übersät sind, die Knaber. Was war denn das hier für Dummkopf-Aktion? So rum. Jetzt zerrt ein Kadaver hoch, Nate. Mit L1 muss ich ja gedrückt halten, genau. Zack, 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 zack. Und huiuiui. Tenuta Rossi. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Natürlich. Ja, hast du dich vielleicht auch irgendwo ohne Reichschmeißer oder so? Okay. Alles klar bei dir? Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na, los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Okay, ich hoffe, dass es jetzt keine Falle hier und dass man das Sully geschnappt hat. Sully? Ah, das ist er selber. Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Und er hat noch seine Stimme. Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Ah, Shane wieder zu Kennst du sehen. noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Darum mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Gut sieht er aus mit der neuen Grafik, der Sully. Und A-Zug steht im Ach. Schau mal da. Wer ist dabei? Ah, da ist es. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Geil wäre ja auch, wenn man es austauschen könnte. Durchs eigene Kreuz. Wie an das Kreuz Was, wenn wollen. sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht Das ausgeht. ausgeht. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusate, signore. Antipasti? Nein, danke. Oh doch. Ich steht gerne immer. Wie geht's Ihnen? Ciao. Konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist Ja. der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Ja, ich muss echt sagen, der neue Grafik, cool sieht er aus, der Sully. Jahre
Echt nicht an. Danke. Bestimmt am Finger anlegen. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Und er ist doch ein bisschen älter geworden, ja. Man sieht es mir schon an. Er sieht zwar alterslos wie eh und je aus, aber man sieht ihn im Vergleich zu der ersten 3D durchaus an, dass er älter geworden ist. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hätten schon brenzligere Crews. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Abknaller wahrscheinlich. Wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Mit Glück knallen sie uns ab, mit Pech, ja, gibt so ein paar Cosa Nostra-Methode, die nicht gerade so schä sind. Ich hab's doch gewusst, mein Goldschnüffelinstinkt ist wieder da gewesen. Oh, ich habe das Ding verpasst schon, aha, scheiße. Perlmutthorn. Schä. Schöne Sache. Sie haben einen Schatz gefunden. Ja, leider habe ich Anna verballert. Becky, sag mal wo. Das ist keiner, den wir kennen. Okay. Na, hallo Gentleman. Gucken wir uns doch die Gentlemen einmal an. Es ist zwar eigentlich blöd, wenn man dort zu den Leuten hingeht, weil dann können die sich eventuell auch das Gesicht merken. Aber ich mag mich halt umgucken, ob da nicht noch irgendwo ein Schatz rumsteht. Man will ja nichts verpassen. Ah, scheiße, und ich habe jetzt schon 4 mindestens verpasst. Also 4 habe ich, glaube ich, verpasst, oder? Mal reingucken. 1, 2, 3, ja. 4 Schätze habe ich leider verpasst. Ah, Mann. Ich merke mal wieder, dass ich der Let's Player bin und nicht der Trophäe-Sammler. Ich würde es ja eigentlich gern machen, wenn ich es jetzt für mich spiele, die das immer so normal durchspiele und dann ich dann noch auf die Trophäejagd gehe. Aber ich habe zeitlich da leider etwas Probleme. Es reicht immer nur für ein Spiel als Let's Play durchzuspielen. Das ist etwas schade. Ich komme nie mit so einem Freizeitgaming. Das vermisse ich schon ein bisschen. Okay, da ist noch was. Dokument. Ach, die Gästeliste anscheinend. Rossi-Anwesen, Auktion. Auktionsordnung, Seite 1 von 3. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und/oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit den Managern des Rossi-Anwesens arrangiert werden. Nummer 539, Verkäufer Xingxi Holding Corporation, Beschreibung Sammlung chinesischer Bronzefiguren, Anfangsgebot 200.000 Euro. Nummer 34, Verkäufer Xingxi Holding Corporation, Beschreibung 6 Terrakotta-Soldaten, Anfangsgebot 8.250.000 Euro. Ja, das sind dann wahrscheinlich von der Terrakotta-Armee von Xinjiang, könnte ich mir vorstellen. Nummer 143, Verkäufer Xingxi Holding Corporation, Beschreibung 4 Terrakotta-Bogenschützen, okay. Wahrscheinlich auch von der Terrakotta-Armee, Anfangsgebot 5.250.000 Euro. Nummer 37, Verkäufer GR Acquisitions, Beschreibung Euphronios-Krater, Anfangsgebot 4.500.000, oh, 4,5 Millionen, aber für der Euphronios-Krater ist es definitiv wert. Das ist ein ziemlich geiles Stück, könnt ihr euch mal angucken. Nummer 432, Verkäufer GR Acquisitions, Beschreibung Fabergé Ei, Henne mit Saphiranhänger, 3 Millionen Euro, Anfangsgebot. Nummer 534, Verkäufer Schätzer der Scheherazade, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Beschreibung parthischer Statue, 3. Jahrhundert vor Christus, Anfangsgebot 500.000 Euro. Nummer 912, Verkäufer Schätzer der Scheherazade, Beschreibung syrische Ikone Judas und Jesus, Anfangsgebot bei 200.000 Euro. Nummer 1411, Verkäufer Nachlass von Sir Nicholas Trott, da fehlt noch das EL hinten dran. Beschreibung hölzernes Kruzifix mit Gold- und Silberintarsien, ja, das wird das sein, Anfangsgebot 20.000 Euro. Okay, das was wir haben ist die Nummer 1411, Nachlass von Sir Nicholas Trottel und hölzernes Kruzifix mit Gold- und Silberintarsien, okay. Dann aus dem die Nummer 1485 ist auch aus dem Nachlass von Sir Nicholas Trottel. Das sind 6 Golddublone Captain Rackham. Anfangsgebot bei 200.000 Euro. Nummer 1497 ebenfalls aus dem Nachlass von Sir Nicholas Trottel. Beschreibung Juwelenbesetzter Säbel und Captain Rackham. 300.000 Euro Startgebot. Nummer 1523 Verkäufer Hawkins & Sons.
Beschreibung Victorias Parlamentszepter, 250.000 Euro, nicht Millionen, oh Gott. Nummer 734, das muss nach die Deutsche mit dabei. Verkäufer Herrlichkeit GmbH, Beschreibung Charing Cross Bridge, London Claude Monet, 20 Millionen Euro Startangebot. Ja, die Deutsche sind immer wieder fett dabei. Des Weiteren verkaufen die Deutsche unter der Nummer 231, natürlich die Herrlichkeit GmbH. Sie beschreiben Alter Fischer, Afrosidias, Anfangsgebot 15 Millionen Euro. Scheiß doch, die waren da, also die hängen Kunstgegenstände, Gemälde zu verkaufen. Nummer 445, Verkäufer Barsch Holdings Ltd, Beschreibung Maske von Varka, Anfangsgebot liegt bei 1 Million Euro. Nummer 472, Verkäufer Barsch Holdings Ltd, Beschreibung Shanida Schädel, Anfangsgebot liegt bei 1,5 Millionen Euro. Nummer 734 zum Schluss dann nochmal, Verkäufer Barsch Holdings Ltd, Beschreibung Tafel aus Gold und Silber, die Löwin greift einen Nubia an, Anfangsgebot liegen bei 10 Millionen Euro. Geiler Scheiß, warte mal, mag das Ding mal umdrehen, wenn das möglich ist. Aber so sieht es dann hier aus. Das ist sehr cool. Ne, drehe kann ich es nicht. Schade. Das wäre sehr cool gewesen, wenn ich das auch nochmal hätte drehen können und nochmal Rückseite hätte weiterlesen können. Sowas interessiert mich ja. Aber als Archäologe muss man da halt wirklich mit Zähneknirsche hingucken. Okay, du hast einen Wachmann, lieber weg. Ja, als Archäologe bleibt mir nichts anderes übrig, als mit Zähneknirsche sich das anzugucken, weil es kommen tatsächlich auch viele von archäologische Artefakte ohne Befundzusammenhänge dummerweise auch erst bei solchen Schwarzmarktveranstaltungen wieder raus. Beziehungsweise wenn ein privater Käufer sowas dann Museum überlässt. Das ist etwas dumm dann. Aber so ist das leider. Als Archäologe muss man das wirklich zähneknirschend hinnehmen, dass dann solche Gegenstände rauskommen. Zum Beispiel auch die älteste Figur, die anthropomorphe Löwe-Kreatur zeigt. Also das ist aus Assyrien gewesen ursprünglich. War mal in einem Grab drin gelegen. Und ja, das ist dummerweise auch erst auf dem Schwarzmarkt rausgekommen. Und dafür hat man damals, glaube ich, 5 Millionen Euro oder so bezahlt. Und das ist dann erst, weil der Spender das dann rausgekauft hat und ein Museum gegeben hat, ist es erst dann der Öffentlichkeit bekannt worden. Ja, dumme Sache sowas. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Aber so ist es leider. Musik finde ich jetzt auch etwas unpassend hier, um ehrlich zu sein. Moment, war da irgendwas, was ich hätte machen können? Ah, ich habe gedacht, ich hätte dem Kerl vielleicht nochmal sein Glas hätte wegschnappen können oder so. Okay, griechische Statue, sieht man noch Hellenismus aus. Okay, die Musik ist etwas blöd und das ist... Ah, das ist eine Eisskulptur, okay. Hellenistische Eisskulptur, ach schön. Wenn man sich so ein hellenistisches Original nimmt und dann dort draußen Eisskulptur macht, sehr cool. Und auch wie das Licht da durchgebrochen wird, finde ich auch sehr geil. Sehr geil gemacht. Schön, könnte aber aus Glas sein. Okay, da ist das Sam und da ist das Sully. Okay, dann mal los. Jetzt bin ich auf mich alle gestellt, denke ich dann. Das müssen wir knacken. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Fußschnellerei oder so, oder den Typ ausnocker. Ja, der geht so ein bisschen behäbig. Keycard hinten links. Ja, ich bin dran. Wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Oh je. Hat's aber schon lang nicht mehr gemacht. Im Assassin's Creed Style. Oder wie man das nur genug darstelle und dann zugreife. Ah ja, mit L2, okay. Scheiße, okay. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Okay, ich kapiere, wie es läuft. So, und ich muss ihm dann folgen. Okay. Hab ich's? Nur extra vorsichtig. Hab ich's? Ich glaube schon, oder? Nee. Ich hab's anscheinend nicht. Okay. Okay, dann dem Kerl wieder hinterher. Ich finde es auch etwas ungesund, hier dem Kerl die ganze Zeit auf der Arsch zu stachen, um sein Ding dort zu klauen.
Jetzt warten wir nochmal, bis er irgendwo still steht. Boah, das ist auch total verdächtig, wie wir uns hier aufhalten und benehmen. Jetzt muss ich die ganze Zeit dem Kerl doof sein Arsch starren. Shit. Du, brauchst du Wegweiser? Ich habe mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenke ab. Okay, ich hab's jetzt beim dritten Mal nicht geknackt kriegt. Scheiße. Ich hätte es jetzt gern ach so hingekriegt. Mist. Wo ist er dann jetzt hier, der Kerl? Ja, sorry, aber von faltige Männer Berzel klaue ich nicht so gern. Wo ist er dann jetzt? Der Herr Knitterarsch. Oder Knitterarsch. Wo ist er dann? Na? Jetzt finde ich ihn nicht mal mehr, den Kerl. Oder hier ist das Sam gewurschtelt. Ah ja, da ist er. Da ist er. Okay, dann muss er stillhalten wahrscheinlich, während er abgelenkt wird. Und dann kann ich zugreifen, schätze ich mal. Ja. Okay, das ist die Easy-Variante. Zack. Okay. Jetzt habe ich sie. Er hatte Zweifel. Scanne. Gut. Ja, scheiße, jetzt habe ich halt leider die Hilfe gebraucht dafür. Aber wenn die Leute das nicht bemerken, müssen die auch ziemlich blind sein, oder? Naja. Okay, die sind wohl alle ziemlich mit sich selber beschäftigt. Okay. Na gut, versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Was ist das? Ah, cool. Danke fürs Equipment, Sully. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hui, okay. Der mischt sich hier unter das Volk, das Sully. Hände hoch. Wer ist das? Hi, Victor. Hallo Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Ja, Sully, Scotch trinkt mal pur. Nee. Net on the rocks. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldnerarmee? Coastline? Ups. Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Ah, die So, wir Nadine sind bereit, Ross. Sully. Du, krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Die Nadine Ross ist dann wohl diejenige, die die ganze Söldner stellt und an die Erzganove verkauft, so wie es aussieht. Jetzt haben wir endlich mal Gesicht dazu. Okay, so junge, hübsche Schwarzi ist es anscheinend, die hier die ganze Söldner stellt, die wir dann über der Haufe ballern können. Okay, jetzt wissen wir das auch wenigstens. Und ich jetzt sage, ich mache hier einen Cut, ihr liebe Leute, und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.